liebe Freunde, ich bin euer Rudolf. Und wie geht's so? Mögt ihr euch noch erinnern, das letzte Mal, als das Weihnachtsfest fast geplatzt wäre? Wenn ihr meint, dass seither nichts mehr passiert ist, dann täuscht ihr euch. Aber was soll ich noch viel erzählen? Schaut doch selber. Wie die Melodie doch verführt. Kein Spielzeug kann ihr widerstehen. Sie ist kaum zum Glauben. Die tönen so, als wären sie hypnotisiert. Und der dort ist der Halunk mit dieser geheimnisvollen Musik. Der Mr. Heebie-Jeebie. Besser bekannt als der Spielzeugdieb. Er fliegt mit seinem Luftschiff durch die Gegend und sammelt Spielzeuge ein. Die ganze Welt ist aufgeregt. Tja, fast hätte der Spielzeugdieb allen die Weihnachten verdorben. Wenn nicht in der Weihnachtsstadt das besondere Rentier würde wohnen. Wer weiß, was passiert wäre. Oder haben die vielleicht angenommen, dass dem Rudolf seine Geschichte an der Weihnacht fertig war? Das ist nur die Spitze vom Eisberg, wie wir da bei uns am Nordpol sagen. Oh, jetzt habe ich noch vergessen, mich vorzustellen. Ich bin der Scoop, der Schneemann. Starreporter bei der Weihnachtsstadt-Rundschau. Wir sind die grösste Zeitung hier oben am Nordpol. Eine andere Zeitung gibt's gar nicht. Ja, ich habe einfach eine gute Nase für Neuigkeiten. Und wenn es sein muss, ist sie ja der Hit auf Grillpartys. Aber natürlich keine Nase, da bei uns mit dem Rudolf seiner kann mitheben. Übrigens, seine Nase ist hauptsächlich schuld daran, dass der Rudolf und seine Freunde den böse alte Spielzeugdieb gefangen haben und so Ritter vom Weihnachtsfest geworden sind. Und das ist gar noch nicht so lange her. Alles hat angefangen bei der Weihnachtsparade. Und 1, und 2, und 3. Du kennst den Dasher, den Dancer, den Prancer, den Vixen, den Comet, den Cupid, den Donner, den Blitzen. Aber kennst den Held, das berühmteste Rentier auf der Welt?
Rudolf, das kleine Rentier, hat eine rote Nase schwarz. Wenn du sie einmal siehst, weisst, sie leuchtet hell und klar. Und alle anderen Rentiere lachen ihn wegen dem nur aus und lassen den armen Rudolf bei den Rentenspielen aus. Wo's am Weihnachtsabend schneit, sagt der Santa Claus. Rudolf, mit dir hauen nass, willst mein Schlitten ziehen heute Nacht? Rudolf, du bist der Größte, rufen alle gross und klein. Rudolf, du kleines Rentier, gehst die Geschichte jetzt auch noch ein. Rudolf, du hast jetzt die große Ehre. Mit Vergnügen, Santa. Also, wenn wir schauen, da und da. Oh, ja, eine prima Nase hast du. Und, wie gefällt dir das Orchester? Ja, schön, gell? Da war etwas los. Alle sind in Festlaune. Und als Hauptattraktion Rentier, die tanzen. Was für ein Fest! Unser Papa. Darf ich bitte? Gern. Ja, dann, los geht's. Du kannst wirklich prima tanzen. Mit in der Nacht, nur du und ich, und überall, immer nur dich, einfach nur zusammen sein, flüg irgendwo hin mit mir, nur du und ich, immer nur glücklich sein. Sag mir doch den Wunsch,
und glaub ganz fest daran, dass aus deinem Traum etwas werden kann. Denn für uns kommt der Tag, der uns zusammenführt. Für uns scheint ein Stern weit weg von da. Für uns scheint ein Stern weit weg von da. Der Zahnarzt ist nicht da. Das ist tragisch. Grauer Schau mal in Fall. die Weihnachtsstadt. Das ist das erste Schloss auf der linken Seite. Also ehrlich, es gibt nur ein Schloss auf der linken Seite. Ah, ja. Tja, hättest du morgen Zeit für eine Flugstunde, Clarice? Ich schon? Aber hast du überhaupt Zeit? Du bist doch so berühmt. Aber du willst doch richtig Flügel lernen, oder nicht? Da kommt der Rudolf. Rudolf, könnte ich vielleicht das Autogramm haben, bitte? Ein schönes Fest ist das heute wirklich. Jetzt merkst du mal, wie berühmt du bist, Rudolf. Berühmt? Das ist doch leicht untertrieben. Er ist einmalig. So einen wie der Rudolf gibt's nicht noch einmal. Kann man so sagen. Er ist eine Legende. Lasst mal zu. Trinken wir auf unseren weltberühmten Freund, auf unseren Rudolf. Hurra! Auf den Rudolf! Nicht Bambel, lass das! Eins solltest du nicht so nachlässigen, mein Freund. Zahnpflege. Rudolf auf Bühne! 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 Liebe Freunde, danke. Berühmt sein ist toll, ja, aber ehrlich gesagt weiss ich nicht, wie ich das verdient habe. Oh, bescheiden ist er auch. Alles, was ich will, ist Leuchte mal mit der Nase, Rudolf. einmal so sein wie alle anderen. Jetzt komm schon, Cem. Du kannst doch so einen Trick mit der Disco-Kuchel. Zeig's uns auf! Jetzt schaut er mal. Fertig jetzt. Ich will einfach nicht mehr neuer Zirkusklon sein. Hermi der Elf? Dr. Metent? Was ist denn... Ja, wo kommt er her? Ich stehe zur Verfügung. Der König Moonracer hat königliches Zahnweh. Kommst du mit auf die Insel von den Nix nutzt Toys? Aber klar, Kannst du Hilfe brauchen, Hermie? du bist ein Freund. Und was machen wir jetzt, Hermie? Du wirst staunen. Das Zahnmobil ist ein Wunder. Meine Zahnarztpraxis hat ein paar raffinierte Extras. Und so sind die beiden auf die Insel von der unnützen Spielzeug, der Nix-Nutz-Toys, gereist. Dort wollten sie einen Zahnarztbesuch beim König Moonracer machen. Warum glotzt es so? Entschuldigung, ich habe nur gerade überlegt, warum... Warum ich ein Nix nutzt Toy bin? Es gibt einen Grund. Ich habe fürchterliche Höhenangst. Ah, ist das nicht tragisch? Wenn es dich beruhigt. Der Rudolf und ich sind auch Aussenseiter gewesen. Und Macht euch nur mal lustig über mich. Stimmt nicht ganz. Ich bin immer noch ein Aussenseiter. aber du bist eine Berühmtheit. Und was habe ich davon? Ich würde alles machen für eine normale Nase. Armer Kerl. Eine Tragödie. Heb deinen
Kopf grad, deine Schultern zurück, zeig der Welt, du bist parat. Auch wenn du meinst, du sagst es ein bisschen anders, bist trotzdem riesig schlau. Heb die Nase in die Luft, streck's Geweih hoch und geniess doch deine Welt. Egal was auch immer dann betrifft, hey, ich bin bei dir. Wir wollen ein bisschen mehr. Oh ja, ein bisschen mehr. Mehr als die anderen wollen. Doch irgendwie geht das nicht. Hey, daran denk jetzt nicht. Nicht einmal im Augenblick. Die Sache die ist halt ganz vertragt, wir schaffen das. Du bist ein Sass. Und du bist ein Siegertyp. Oh! Ich? Heb deinen Kopf grad, deine Schultern nur, zeig der Welt, du bist parat. Egal, ob wir beide verrückt sind. Egal, ob wir beide entzückt sind. Egal, ob wir beide nur Glück haben. Glücklich sind, verrückt sind, entzückt sind. Uns geht's gut. Hey, ich bin doch nicht noch Zahnarzt. Doch für mich bist du der Beste. Aber glücklich sind wir beide. Wenn ich mal ganz traurig bin. Traurig du, das kann nicht sein. Du bist cool, wie machst du das nur? Das ist ein Elf- und Rentierschwur. Du meinst das wahr? Ja klar, ja klar. Das Leben ist doch wunderbar. Oh. Ehrlich? Mach die Augen auf, Halt ganz tief Luft, der Kopf läuft immer Ruhe. Denk nie an traurige Sachen, dann bring ich dich immer zum Lachen. Wir werden nur das Beste daraus machen. Ja, machen. Und krachen und lachen. Ganz einfach wir zwei. Habe ich wegen deiner Nase jemals ein Theater gemacht? Und ich habe auch nie etwas gesagt, dass du unbedingt hast Zahnarzt werden. Ganz genau. Und darum ist gleich, was die anderen denken. Wir sind jetzt einmal so, wie wir sind. Ja, denke ich auch. Da sind wir. Auf der Insel von den Nix-Nutz-Toys. Kommt da hin! Wir haben Gäste! Wenn das Müsli jault und das Kätzli bellt und der Drache hat vor dem höheren Flügen Angst, dann ist das nicht so toll. Da läuft's nicht so, wie es soll. Oh, da läuft nicht so, wie es soll. Soll. Wenn der Kasper aus der Kiste nicht mehr gumpen kann und der Gummiball gumpelt, als wäre er lahm, hol die Luft und vergiss es schnell. Da läuft's nicht so, wie es soll. Oh, gar nicht so, wie es soll. Soll. Jedes Spielzeug möchte für Kind perfekt sein. Keins im Regal stehen und allein sein. Ist jemand da, der mich gerne hat? Ich ganz sicher. Schaut, die Brille hat kein Gläser mehr und der Kreisel dreht bis ein Trümmelig ist. Aber niemand fühlt sich allein, denn das Spielzeug ist da die Hei. Ho! Das Spielzeug ist da die Hei. Unser Spielzeug ist da, die Hei. Und die Spaß auch ohne Schlitz ist manchmal ganz verwirrt. Hat sich gleich mit dem Büchli aber gar nicht geklärt. Der Bauch wird gar nie voll, da läuft nicht so, wie es soll. Wenn da Schnee fällt, dann ist er ganz anders. Das Spielzeug da ist wirklich etwas Besonderes. Lass mich schweiflos. Der Zug da fährt nur ein kleines Stück und der Bumerang kommt gar nie mehr zurück. Die Rassel bleibt ganz stumm, oh, alles ist ein bisschen krumm. Oh, alles ein bisschen krumm. Oh, alles ein bisschen krumm. Da läuft alles ein bisschen krumm. Schön, dass ich euch einmal kennenlerne. Wieso bist du nicht alleine gekommen? Hallo? Hallo? Ist niemand da? Das Telefon läutet sich immer selber an. Und ich bin Sparsäule Peggy. Ich habe leider keinen Schlitz, wo man das Geld reinstecken kann. Was gehört ihr? Nicht. Ich habe einen leeren Bauch.
Ich brauche eine Münze. Ihr seid nicht die Einzigen, die das Problem haben. Ich bin ein Bumerang, der nie mehr zurückkommt. Ciao! Ist das nicht traurig? Ihre Majestät, der König Moonracer! Hey, Rudolf! Oh, die Schmerzen. Die Schmerzen. Würden Sie mir bitte folgen, Majestät? Gut, dann wollen wir die perlweisen Zähne mal anschauen. Oh. Er muss keine Angst haben, Majestät. Ich mache das jeden Tag. Jetzt wie aufmachen, bitte. Weiter. Weiter. Was für ein Gebiss. Tut das weh? Und das? Und wie haben wir es da? Ist das jetzt ja oder nein? Bitte, sag nur nicht, dass ich eine Wurzelbehandlung brauche. Ihr braucht eine Wurzelbehandlung. Habe ich nicht gerade gesagt, dass du das nicht sollst sagen? Keine Angst, Majestät. Das tut kein bisschen weh. Mami! Solange der Spielzeugdieb frei rumläuft, müssen wir aufpassen. So, Dali. Und gebt mir sofort Bescheid, wenn ihr etwas Verdächtiges seht. Der Weihnachtsmann, seine Elfen und alle Rentiere sind schurig müde und darum eingeschlafen. Und dann ist etwas passiert, wo gar niemand gedacht hat. Dankeschön und gute Reise! Und nicht vergessen, jeden Tag Zahnseide brauchen und nach dem Essen gut Zähne putzen. Sieht aus, als käme es wittern. Vielleicht ist es besser, wir kehren um. Aber ich habe ein Treffen mit der Clarice, die kann ich nicht einfach sitzen lassen. Du bist Hals über Kopf in sie verliebt. Habe ich recht? Woher willst du das wissen? Jeder in der Weihnachtsstadt weiss es. Dann wissen ihr mehr. Habt ihr nicht miteinander geredet? Auf jeden Fall haben wir nicht viele Wörter gebraucht dazu. Wenn ich mich richtig besinne, sind es 3 Wörter gewesen. Ach ja, ich habe es probiert, habe es aber nicht über die Lippen gebracht. Ich weiss, was du meinst. Es war am Tag von der Abschlussfeier in der Elfenakademie für Zahnheilkunde. Herzlichen Glückwunsch, Hermie. Was, du? Du bist in Zahnfee verliebt gewesen? Sie hat so schöne Zähne gehabt. Verstehst du? Oh. Der Eissturm ist losgegangen. Der Nordpol hat sich an dem Tag von der allerschlimmsten Seite gezeigt. Sie war katastrophal. Es war einer von diesen Stürmen, die ganze Schiffe verschlingen können. Jawohl. Und der Rudolf und der Hermie sind mitten durchgefahren. Hermie?
Wo sind wir? Keine Ahnung. Wir müssen uns in Sicherheit bringen. Willkommen in der Entrümpelungsbucht. Betreten verboten. Schätzli? Wer ist da? Was wendet? Ihr seid keine Spielsachen. Verschwindet lieber, verstanden? Aber unser Schiff ist kaputt. Wir suchen nur ein warmes Trocknungsplätzchen. Also gut, gehen wir. Mir nach. Königin Camilla wird über euer Schicksal entscheiden. Schicksal? Ihre Majestät, die wunderbare und zauberhafte Königin Camilla. Hallo, Schätzis. Hallo. Hallo? Ja? Fertig mit dem Geplapper. Warum sind ihr bei uns gelandet? Hm? Ja, im Sturm hat unser Schiff gelitten. Lüge! Nur weil Camilla schön ist, heisst das noch lange nicht, dass sie keinen Verstand hat, Schätzli. Ihr seid nur gekommen, um meine wunderschönen Spielsachen zu klauen. Ganz zu. Was? Warum sollten wir... Ruhe jetzt! Sonst erleben ihr beide euer blaue Wunder. Soldaten, rühren die für 300 Jahre ins Gefängnis. Aber er ist doch Zahnarzt. Und er ist ein berühmtes Rentier. Packen Sie! Hey, passet auf, er hat eine Zahnbürsteli. Und ich weiß auch, was man mit der macht. Lass sie! Schaut, seine Nase fängt an zu glühen. Das ist der Rudolf, das Rentier mit der roten Nase. Eieieiei. Wow, Das ich habe schon viel gehört. Ruhe, die Schätzli. Du siehst wirklich wunderbar aus. Au! Tut mir leid, dass wir so grob sind, Schätzli. Wir haben gedacht, du wärst ein Spielzeugdieb. Was? Ich ein Spielzeugdieb? Aber reden wir nicht mehr von der Vergangenheit, Karibu. Vorbei ist vorbei. Willkommen in meinem fabelhaften Schloss, Schätzli. Wenn Spielsachen alt werden und kaputt gehen und entrümpelt werden, bringe ich sie hier an in die Entrümpelungsbucht. Zum Ausruhen, entspannen, zum Verjüngen. Kommt mit, ich zeige euch mein Schloss. Ja. Bringt mir eure müden Spielsachen, eure armen Spielsachen, die endlich wieder möchtet aufschnaufen. Hey Boys, bringt mir Baby. Hey Boys, bringt sie mir. Hey Boys, ihr werdet staunen, mit wie viel Liebe ich's repariere. Hey Boys, bringt Patienten. Dr. C ist jetzt gerade im Haus. Ich heile alle Wehwehli. Bist ein Elch oder bist ein Maus? Ja, alles ist so wunderbar. Wunderbar. Die Halle, die Wand, das Licht ist einfach wunderbar.
wunderbar. Alles da und jedermann ist wunderbar. Wunderbar. So wunderbar. Ich mach euch wunderbar. Ein bisschen Plastik da, ein bisschen Wolle dort, ein kleines bisschen gefärbt. An uns hart, im Bauch riecht nass, das weiss noch nicht was. Und dann sag ich, der Tanz kann los, come on. Hey Spielzeug, wenn ihr kaputt geht, nur her, ich reparier's. An ich's einmal in der Hand gehabt, heb das sicher wie noch nie. Ein kleines Töpfchen drauf, ein bisschen Glitter da, ein bisschen Schnipp, Schnipp, Schnapp, das macht ihr schön. Ein bisschen Fahrt drauf, ja, das ist nicht schwer, denn ich zeig euch, wie's besser wär. Wie kommt die Choo-Choo-Bahn, kein Schnuff mehr, dann mach ich wupp, 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 es wieder besser geht. Wir machen's jeden Tag, wir machen alles ganz. Los, Spielzeug, jetzt wird Tanz, go! Spielt mit! Hau an, das mach ich wunderbar! Wunderbar. So wunderbar! Ich mach euch wunderbar! Hey Spielzeug, jetzt gibt's eine Party, der Rhythmus 1, 2, 3. Ich bin für Baby Doktor. Ich mach euch wundervoll wie mich. Ich mach euch wundervoll genauso wie mich. Ja. Majestät, ihr habt das Schloss wirklich erstklassig eingerichtet. Ich find's wunderbar. Tja, das Problem ist nur, wo denn bloß mit all diesen Spielsachen da, wenn ich sie wieder aufgemöbelt und wunderschön Zweig gemacht habe. Vielleicht findet Santa für sie ein Zuhause. Wie das Spielzeug, das beim König Moonracer lebt. Wenn ihr mir helft, würde ich mich revanchieren. Was möchtet ihr denn am liebsten, Schatzis? Tja, er möchte eine normale Nase. Und er möchte ein Rendezvous mit der Zahnfee. Das mit der Nase kann ich machen. Sie meinen, Sie können mir eine normale Nase schenken? Du glaubst doch sicher, was ich sage. Niemand kennt sich so gut mit Nasen aus wie die Königin Camilla. Vorher? Nachher? Wunderbar, oder nicht? Das ist genau die Nase, die ich schon immer geträumt habe davon. Ja, klar ist sie das, Schätzli. Ein Wort langt und sie gehört dir, Schnuggeli-Butz. Ja. Bringt den Rudolf in Operationssaal Nummer 2. Dir ist aber klar, dass so ein Eingriff etwas Endgültiges ist. Deine Nase wird nachher nie mehr so leuchten. Auf so eine Chance habe ich mein ganzes Leben lang gewartet. Und wenn es am Heiligen Abend wieder einmal Nebel hat? Kann der Weihnachtsmann keinen Scheinwerfer kaufen? Und wenn der Clarice deine neue Nase nicht gefällt? Ah. Vielleicht sollte ich es noch mal in Ruhe überlegen. Lass die Zeit ziehen, es pressiert nicht. Der Rudolf hat versprochen, dem Weihnachtsmann alles über die Entrümpelungsbucht zu erzählen. Und am nächsten Morgen haben Camilla ihre Spielsachen, das Zahnmobil, wieder repariert. Während der Heimfahrt zurück in die Weihnachtsstadt hat sich der Rudolf vorgestellt, wie sein Leben mit der neuen Nase, die nicht mehr leuchten würde, könnte aussehen. Und man glaubt es kaum, trotz allem lange zum noch zum Clarice sehen. Also, zuerst musst du ein bisschen Gas geben und dann... In Gegenwind kumpen. Achtung, fertig, los! Komm mal ans Viech! Oh, oh je. Die Sonne hat mich geblendet. Das ist nicht lustig. Noch einisch? Jetzt, wo ich aufgewärmt bin, ja, warum nicht?
habe keine Flügel verdient. Ach komm doch, Clarice, du brauchst nur ein bisschen Selbstvertrauen. Dabei hätte ich dich so gern beeindruckt. Beeindrucken mich? Ich bin nur ein einfaches Rentier und du bist so berühmt. Wenn ich meine Nase operieren lasse, bin ich nicht mehr berühmt. Dann bin ich normal, so wie alle anderen auch. Aber Rudolf! Dann bin ich endlich kein Aussenseiter mehr und wir können glücklich sein. Ich liebe deine Nase und überhaupt alles an dir. Ist das wahr? Mhm. Und du weißt doch, was ich für dich empfinde, oder? Weiss ich das? Ja, ich glaube, in der Weihnachtsstadt weiss es jeder, habe ich gehört. Sag mir's doch einfach. Ich hab dich gern. Wirklich? Mhm. Er liebt mich! Er liebt mich! Ja! Er liebt mich! Der Rudolf mit der roten Nase liebt mich! Juhu! Ja! Ah. Er liebt mich! Clarice! Ja! Du fliegst! Du kannst es, Clarice! Du bist geflogen! Oh wow, toll! Ihr zwei solltet so schnell wie möglich aufs Schloss kommen. Ist etwas passiert, Comet? Passiert? Kann man schon sagen. Santa sein Lagerhaus ist ausgeräumt worden. Hätte ich nur besser auf all die Spielsachen aufgepasst. Jetzt hör auf, dir Vorwürfe zu machen. Du bist jetzt wirklich nicht schuld. Er hat alle Spielsachen gestohlen, die wir hergestellt haben. Und sogar die Spielsachen, die auf die Spielsachen aufgepasst haben. Ja, dann machen wir eben neue, oder? Wie sollen wir die Arbeit von einem ganzen Jahr in 3 Tagen schaffen? Wir brauchen Zeit und die haben wir nicht. Ja, Freunde, so wie es aussieht, gibt es in diesem Jahr an der Weihnacht keine Spielsachen. Nur wenn wir den Kopf in den Schnee stecken. Der Rudolf hat einen Plan. Donnerwetter. Was hast du vor, Champ? Ja, wie wär's, wenn wir den Spielzeugdieb fangen würden und Spielsachen bis an der Weihnachten zurückholen? Du meine Güte, wie sollen wir so einen geschliffenen Halunk einfangen? Ja, ich habe keine Ahnung. Da bin ich wirklich überfragt. Hört mal, hat einer von euch gestern Nacht etwas Komisches gesehen? Ja, ich. Was hast du gesehen, Henk? Ich habe gestern noch lange gelesen. Und als ich zum Fenster rausgeschaut habe, da habe ich einen riesigen Bollen gesehen. Ich habe gemeint, ich träume. Oh, du liebes Der Bitzli. Henk hat das Luftschiff gesehen. So ein frecher Keib. So hat er also unsere Spielsachen weggenommen. Santa, komm, machen wir uns auf die Socken. Wir werden ihn finden. Du, schon wieder? Falls du das nicht weißt, ich bin dann jetzt Zahnarzt. Zahnarzt? Siehst du noch etwas? Du verantwortungsloser Kerl. Weil du nicht da warst, sind wir 1 Elf zu wenig gewesen. Bist lieber nett zu mir. Irgendeines brauchst auch du einmal einen Zahnarzt. Und ich bin der Einzige, weit und breit. Ich würde dich nicht einmal aus 3 Meter Abstand an meine Zähne anlassen. Du Zahnfanatiker. Ich habe etwas gefunden. Du hast recht, das ist ja Stopfmaterial. Aber das Stopfmaterial brauchen wir ja schon seit Jahren nicht mehr. Sind das echt Fußabdrücke? Ganz schön komisch. Und dann hat der Weihnachtsmann alle Elfen, Rentier und Waldbewohner eingeteilt, um helfen zu suchen. Die Aufgabe ist, den Spielzeugdieb noch vor der Weihnachten zu finden. Aber für das haben sie nicht mehr sehr viel Zeit gehabt. Die Nadel markiert den Weg, wo der Spielzeugdieb schon überall durch ist. Der war ja schon fast überall, oder? Aber da war er noch nicht. Und da auch nicht. In der Entrümpelungsbucht. Und auf der Insel der Nix-Nutz-Toys.
Ausser Betrieb? Was ist passiert? Ob's mir glaubst oder nicht, in der ganzen Pfeffermünzmine gibt's nicht ein bisschen Pfeffer mehr, geschweige denn Minze. Der Bambel und ich haben alles abgebaut. Alles. Helfen dir uns, den Spielzeugdieb zu fangen? Wenn wir ihn nicht finden, gibt's keine Spielsachen an der Weihnachten. Okay, warten wir nicht mehr länger. Es geht los! Was ist? Vorwärts, los! Nein! Willkommen in eurem neuen Daheim. Ist denn unser altes Zuhause nicht mehr gut? Das ist versucht. Von Kind. Aber wir lieben Kind. Ja, am Anfang haben die Kinder Spielsachen noch gern. Aber leider dauert die Zeit nicht lang. Halt mal, so einfach kann man das nicht sagen. Ich komme von der Insel mit den Nix-Nutz-Toys. Da habe ich gelebt, bis mir der Weihnachtsmann das neueste Heim gegeben hat. Seitdem bin ich der glücklichste Kasper auf der Welt. Bring mich zurück, meine kleine Sarah braucht mich nämlich. Bitte, Herr Spielzeugdieb, lassen Sie mich auch wieder heim. Ein Spielzeug ist erst dann richtig glücklich, wenn es von einem Kind geliebt wird. Hast du vergessen, dass Kinder mit der Zeit gross werden? Wenn sie euch nicht mehr wollen, dann sind sie gnadenlos. Sie rühren euch fort wie Abfall. Aber nicht meine kleine Susanne. Überleg doch einmal, Kasper. Wie einsam kommst du dir vor, wenn deine Sarah dich nicht mehr braucht? Ich werde immer auf euch aufpassen. Jetzt haben wir mal das Maul. Ich habe etwas über diese Zeitung gelesen. Du bist gar nicht unser Freund. Du bist ein Gauner. Ihr denkt, ich sei so ein böser Mann und klaue Spielzeug, das ich hab. Doch loset nicht immer den Kindern zu, denn bei denen landet im Schrank. An Weihnachten haben sie euch ganz fest lieb, doch sobald es dann etwas Interessanteres gibt, dann schmeissen sie euch einfach achtlos weg und erfüllt den Zweck, sind nichts als Dreck. Aber ich bin doch schaurigen Liebe und wird kein Spielzeug etwas Böses machen. Auch wenn ihr das nicht könnt glauben, der Spielzeugdieb, ja ich, hab euch wirklich lieb. Dich auch, dich auch, dich auch, dich auch und dich auch. Am Anfang hast du's als Spielzeug lieb, denn du bist wunderschön und neu. Doch bald schon fliegst du in Kübel und dann ist alles Spaß vorbei. Wenn die Nase bricht, keiner redet mit dir und das Rädli fehlt, fahrst du nicht mehr grad, wenn deine Farbe abbröckelt und du nur noch röchelst. Fühlst du dich dann noch geliebt? Aber ich bin doch so ein Liebe. Ich bin so nett zu euch, das müsst ihr glauben. Oh nein, ich könnt nie böse sein. Der Spielzeugdieb, ja ich, hat euch wirklich lieb. Dich auch. Ich bin ganz erfüllt mit Frieden. Man muss mich einfach lieben. Mein Modus operandi ist wie beim alten Gandhi. Sagt ja, denn der Klauer ist da. Ihr werdet nie zerstört und gar nie ausgeschraubt. Ich schwör, dass ich auf alle aufpasse. Der Spielzeugdieb, ja ich, hat euch wirklich lieb. Auch dich, ja dich und dich und dich.
Der Spielzeugdieb hat all meine schönen Spielsachen geklaut. Ich fühle mich furchtbar hilflos. Tut mir leid, dass wir zu spät gekommen sind, Königin Camilla. Keine Angst, wir verwünschen den Kerl schon. Und dann bringen wir alle Spielsachen wieder zurück. Ihre letzte Hoffnung war die Insel der Nix-Nutztoys. Weil vielleicht, haben sie gedacht, hätten sie dort eine Chance, den Spielzeugdieb mit seinen eigenen Waffen zu schlagen. Wir glauben, dass der Spielzeugdieb das nächste Mal zuschlägt, Majestät. Aber das Mal wird er erwartet. Jawohl, und dann zeigen wir es dem Verbrecher. Nein, Cornelius, wir probieren ihn gar nicht aufzuhalten. Der Rudolf hat nämlich einen Plan. Gell, Rudolf? Wir haben uns doch als Spielzeug verkleiden, Hermie. Bei den ausrangierten Backenzahn. Wow. Einfach der anderen an. Du bist aber ein ziemlich grosses Spielzeug, stimmt's? Tut mir leid, aber ich kann dich nicht mitnehmen. Du bist einfach zu gross. Viel Glück, mein Freund, mein grosser Hoppelhals. Der Armbumble ist sich vorgekommen wie ein kleines Kind, das sich im Laden verlaufen hat. Wie ein grosses Kind natürlich. Der Bumble war zwar nicht gerade der Schlauste, dafür aber umso treuer. Der Schneemensch hat gewusst, dass seine Freunde ihn brauchen. Darum hat er das Luftschiff unbedingt einholen. Ganz egal wie. Nur weiss doch eigentlich jedes Kind, dass Bumbles gar nicht schwimmen können. Armer Bumble, schade ist er nicht dabei. Der holt uns sicher ein. Keine Angst. Bumbles gehen nie auf, gar nie. Wenn ich das richtig sehe, bringt uns der Spielzeugdieb direkt zu den verschwundenen Spielsachen. Oh, Rudolf, schau doch die mal an. Die sehen aus, als wären sie hypnotisiert. Ich glaub, das ist wegen dieser Flöte vom Spielzeugdieb. Das ist sicher so eine Hokuspokus-Zauberflöte. Macht euch keine Sorgen. Wir sind da, um euch zu retten. Fremde, Wetzel! Jetzt schrei doch nicht so laut! Ihr sind gar keine Spielsachen. Wir sind Freunde vom Weihnachtsmann. Und wir wollen sein Spielzeug zurück. Gib auf, du Plageist! Wie du siehst, haben wir dich umzingelt! Ich tut mir leid, aber ihr müsst Weihnachten noch jemand anders feiern. Guter Flug! Rudolf! Nein! Clarice, du hast mich gerettet. Und?
Jetzt weiss ich auch, wie man fliegt. Ich kann mich nicht mehr heben. Mist, Mist, so ein blöder Mist. Jetzt haben wir dich! Du kleine, miese Ratte, die hol ich mir. Hey, du machst mir mein Luftschiff kaputt. Was? Was ist das hinter dir? Hä? Auf den Trick keine die. Weg! Tut mir leid! Ist schon in Ordnung. Cornelius! Nein! Oh nein! Oh je. So wie es aussieht, ist es um unseren Freund Cornelius geschehen. Oder vielleicht doch nicht? Nimm dir die Pfote weg, du stinkiger Yeti! Wir verlieren die Höhe. Probiert, Spielsachen zu retten. Ei, ei, Captain. Wir kümmern uns um den Spielzeugdieb. Hauen wir's! Los! Lösch das blöde Licht ab. Rudolf, musst das Licht anzünden lassen. Er hat Schiss vor dem Licht. Darf ich um Ihre Aufmerksamkeit bitten? Da ist der Hermi. Ich bin der Pilot. Bitte bleiben Sie ruhig. Ich habe alles unter Kontrolle. Wir sind verloren! Oh, mir ist ja schlecht! Schneller, Bumble, pressiere ein bisschen! Schnell! Oh nein! Oh, oh, oh. Wow! Gefällt dir das Achtebahnfahren? Und wie? Oh.
Ich glaub, ich fahr doch nicht so gerne Achterbahn. Auf Wiedersehen! Gute Fahrt! Rudolf, schau! Gib auf, Spielzeugdieb! Ich weiß nicht, was ihr wollt. Du sollst endlich aufhören! Klar? Fast hätten wir ihn gehabt. Ah, wenn ich doch nur einen Strick hätte. Gehen auch Zahnseide? Ja, wir müssten es probieren. Gewachste oder ungewachste? Gewachste? Minzgeschmack oder Käse? Jetzt gib doch an! Spring auf, Cornelius! Und los zum Rentier-Rodeo! Yippie, aye! Wahuhu! Juhu! Huhu! Juhu! Ich verwünsche mich nie! Sag an, nie! Juhu! Schaut, sie haben ihn. Jetzt wird alles gut. Gut gemacht. Ich bin stolz auf euch. Hast du eigentlich eine Ahnung, wie viel Ärger du uns gemacht hast? Ich möchte gerne wissen, wer das wirklich ist. Fort mit dem! Oh! Träum ich oder was? Lasst euch wegen einem Teddybär nicht ins Boxhorn jagen. Ich bin der Spielzeugdieb. Habt Angst! Aber du bist ja nur ein Teddy auf Stelzen. Jetzt habt doch endlich einmal Angst vor mir. Bitte, bitte. Oh, jetzt ist alles aus und vorbei. Bärli. Oh, oh. Schau doch, er ist verletzt. Oh. Hast aber recht viel Stopfmaterial verloren. Ich bin schon ein ziemlich alter Teddybär, Santa. Und darum hebt die Nähte nicht mehr so wie früher. Dann ist das Stopfmaterial im Lager. Also von dir. Und deine Stelzen haben die komischen Fußabdrücke hinterlassen. Aber warum tut ein Teddy Spielzeug stehlen? Ich habe es nicht gestohlen, Rudolf. Ich habe es nur gerettet. Wisst ihr, richtig heisse ich Kuschelbär. Wenn ihr wollt, erzähle ich euch, was vor langer Zeit passiert ist. Als ich noch als Bärli ganz glücklich verwacht bin, unter dem Weihnachtsbaum. Und wo dann der Tag kommt und ich meinen neuen Freund triff, ist für mich alles ein Traum. Der Steven spielt mit mir tagelang, er schlaft mit mir in seinem Arm, erzählt mir Geschichten und singt für mich. Oh ja, das ist so schön gsi, es ist jetzt vorbei. Der Steven ist gewachsen, wird grösser und älter und mein Freund ist jetzt nicht mehr für mich da.
er rührt mich aufs Bett, auf den Stuhl und in den Schrank. Und ich werd ganz traurig und krank. In dieser Kiste lieg ich und wart, bis die Müllabfuhr anfährt. Sie rühren mich einfach zur Tür aus. Und ich han ihn doch so fest geliebt, ich bin betrübt. Oh, ich denk noch immer an Steven, vermisst han ich ihn schon. Wenn ich nur irgendwo bei ihm könnte sein, ich ha so gern dort gewohnt. Und darum bin ich Spielzeugdieb geworden. Dass Spielsachen nicht immer in dunklen und zugeklebten Schachteln sein müssen und zuletzt auf dem Müll landet. Oh, du armer Teddybär. Mein lieber Kuschelbär, viele Kinder werden gross und vergessen ihr Spielzeug. Du hast recht. Aber ich weiss zufällig, dass dein Steven dich schon überall gesucht hat. Mich gesucht? Ist das wahr? Ja, ich bring dich jetzt heim. Ich bin sicher, dass die Königin Camilla deine nicht flicken kann. Gute Idee, Hermie. Was ist denn das? Silber und Gold! Gold und Silber! Hey, wir haben Silber und Gold in unserer Pfeffermünzmine! Ja, wir sind wieder im Geschäft! Juhu! Yeah! Der Rudolf ist mit dem Kuschelbär in den Trümpelingsbuch gefahren. Königin Camilla hat sich höchstpersönlich um ihn gekümmert. Geht's dir jetzt besser, Schätzli? Viel besser. Und was ist mit dir, Rudolf? Willst du immer noch eine neue Nase? Land in Sicht! Ich liebe deine Nase und überhaupt alles an dir. Lass das blöde Licht ab! Rudolf, lass das Licht anzünden. Er hat Angst davor. Rudolf, Rentier mit der leuchtigen Nase, möchtest heute Nacht meinen Schlitten ziehen? Ich glaube, es ist besser, wenn ich die Nase, die ich habe, behalte. Sie passt mir nicht immer, ja, aber ich denke, irgendwie gehören wir doch zusammen. Sind Sie jetzt böse? Ich würde auch nichts ändern, wenn ich dich wäre, Rudi, Schätzli. Du bist nämlich wunderschön, so wie du bist. Tja, so wie es aussieht, hat der Rudolf gemerkt, dass alles, was er davon geträumt hat, immer vor seiner Nase war. Und wo der Kuschelbär die Spielsachen zurückgegeben hat und die Elfen sie auf dem Sand in den Schlitten gepackt haben, haben alle gespürt, dass das die allerschönste Weihnacht wird seit langem. Ja, jetzt kommt dann gleich wieder die Weihnacht. Das wird die allerschönste Weihnacht. Ja, das wird die tollste, grösste Weihnacht, seit sich unsere Erde dreht. Ja, die ganze Welt kann sich freuen und es gibt einen Haufen Schleckereien. Und darum hat auch niemand nichts dagegen, wenn du schleckst den ganzen Tag. Wenn alles unter Christbaum steht, es funkelt und es blinkt, dann zündet mir all Kerzen an und alles lacht und singt. Ja, jetzt kommt der Glied, Weihnacht und das wird die allerschönste Weihnacht. Ja, das wird die riesig größte Weihnacht, ganz bestimmt seit 1000 Jahren. Überall ist Glanz und viel Strahlen, Lichter scheinen hell auf uns haben. Und mit seinem Rudolf, ja, da zieht rund um die Welt der Weihnachtsmann. Eine grosse hohe Leiter braucht's für all die vielen Geschenke. Der Schlitten mag fast nicht mehr, alle Kinder freuen sich denk. Ja, jetzt
jetzt kommt gleich wieder die Weihnacht. Und das wird die allerschönste Weihnacht. Ja, das wird die tollste, größte Weihnacht, wo man sich nur wünschen kann. Ja, so eine wunderbare Weihnacht, ja, so ein glückliches, fröhliches Fest. Komm, wir feiern heute all zusammen unsere schöne Seine Zähne gefallen dem schaurig gut. Schicken's mir einfach die Rechnung. Nein, das ist mein Geschenk. Fröhliche Weihnachten! Wer hätte das gedacht? Der Hermie hat dank der Camilla noch einen ganz besonderen Besuch bekommen. Oh, der Sophie. Hallo, Hermie der Elf? Dr. Meddent? Ja, ich bin der Hermie der Elf, Dr. Meddent. Machen wir etwas ab? Süß. Der Steven hat dich nie fortrühren. Er hat dich aufbewahren, sozusagen als Erbstück für seine eigene Tochter. Und jetzt ist es soweit. Das ist der glücklichste Tag in meinem ganzen Leben. Fröhliche Weihnachten euch allen! Fröhliche Weihnachten euch allen! Rudolf, das kleine Rentier, hat eine rote Nase schwarz. Wenn du sie einig siehst, weisst, sie leuchtet hell und klar. Und alle anderen Rentiere lachen ihn wegen dem nur aus und lassen den armen Rudolf wie der Rentierspiele aus. Was am Weihnachtsabend schneit, sagt der Santa Claus. Rudolf mit deiner hellen Nase, watsch mein Schlitten ziehen heute Nacht. Der Rudolf ist jetzt der Größte, rufen alle gross und klein. Rudolf, ein kleines Rentier, gehst die Geschichte jetzt auch noch ein. Rudolf, du bist der Größte, rufen alle gross und klein. Rudolf, du kleines Rentier, gehst die Geschichte jetzt auch noch ein. Mitten in der Nacht, nur du und ich, und überall immer nur dich, einfach nur zusammen sein, flüg irgendwo hin mit mir, nur du. Was du für mich bist, ist alles, was ich fühl. Egal was ich tue, mein Traum wird real. Einfach
nur zusammen sein und mit dir das gleiche Ziel und zu dir stehen, den Himmel so sternenklar. Sag mir doch dein Wunsch, wird vielleicht wahr heute Nacht. Eben und glaub ganz fest daran, dass aus deinem Traum etwas werden kann. Denn für uns kommt der Tag, der uns zusammenführt. Für uns scheint ein Stern weit weg von da. Denn für uns kommt der Tag, der uns zusammenführt. Für uns scheint ein Stern weit weg von da. Für uns scheint ein Stern weit weg von da. Hat er's nicht gesagt? Früher oder später muss halt jeder mal zum Zahnarzt. Muss gar nicht so schadenfreudig sein. Jetzt mach schön weit auf. Es tut sicher überhaupt nicht weh. Ah!